Saludi, ich gebe dir mal ein Live-Update. Ich habe 5 Minuten, bis mein Zug fährt. Warte. Hey zusammen, ich bin Flavia. Und ich bin Jenny. Ich bin Leni. Und heute sind wir in einem sehr speziellen Setting. Wir freuen uns. Wie ihr seht, wenn ihr das Video schaut, sind wir da nicht in unserem Studio, sondern wir sind einfach da bei Sunrise im Büro. Und alle sind schon gegangen. Es gibt mir so ein bisschen Vibes à la, jetzt schlafen wir da, weißt du, so in der Schule. Wie so Abendschule am Licht. Ja, also mega cooles Setting da. Mega cooles Büro auch, also mit diesen Pflanzen und dem Sofa. Ja, das ist jetzt neu. Aber es ist trotzdem ein cooles Büro, ja. Cool, genau. Und heute eben, wir sind da for a reason. Wir reden nämlich heute so ein bisschen über deine Lehrstelle bei Sunrise, aber allgemein so ein bisschen über das Thema Arbeiten, Karriere, Jobs und so. Genau. Ich stelle dich vielleicht als erstes gerade mal ein bisschen vor. Du bist im 4. Lehrjahr bei Sunrise als Mediamatikerin. Und was würdest du sonst noch so über dich sagen, wenn du dich vorstellst? Ja, eigentlich nicht so viel. Also eigentlich das. Und ja, ich bin noch in der Lehre eben. Und Hobbys jetzt nicht so richtig etwas Spezifisches. Aber ja. Ach komm, jetzt irgendetwas machst du doch gerne in deiner Freizeit. Ich würde sagen Film schauen. Aber es ist immer so ein bisschen judgy, wenn man das sagt. Aber, warum? Ja, ich weiss nicht. Weil nachher ist immer so, ja, Film schauen. Aber von Film kann man viel lernen. Ja, dann sage ich Film schauen. Dann ist das mein Hobby, ja. Cool. So was für Film? Alles. Hast du ein Lieblingsgenre oder so? Nein, alles. Ich bin wirklich... I just love it. Cool. Ja. Da frage ich dich nächstes Mal für Empfehlung. Ja, ist gut. Ja, let's start mit Shit and Shine. Mhm. Vielleicht gerade bei dir. Eleni, so mit Shit fangen wir an. Okay. Also, ist mir heute noch mal mehr aufgefallen als sonst, aber no hate, aber eigentlich schon Hate. Die Lift da bei uns im Büro. Wow. Also wirklich, Amix braucht so lange. Vor allem, ich arbeite jetzt im 5. Stock und ich habe vorher im 3. geschafft und du merkst den Unterschied so krass. Oh mein Gott, im 5. es braucht so viel länger. Und Echt? Ja, es regt mich so auf. Also die Zeit regt dich auf? Ja, es regt mich wirklich auf. Also Sunrise. heute ist mir wirklich noch mal aufgefallen. Amix ist okay, aber heute, nein. Heute Go ist fix nicht your elevator, Ich finde das super, Sunrise. dass du da platzierst. Da. ja, sorry, also vielleicht no hate, aber nee. No hate, aber hate. Ja. Oder ein Büro in einem anderen Stock. Oder auf dem Erdgeschoss. Ja, oder wieder zurück zum 3. Jahr. Wäre auch eine Ja, oder Option. im 1. Jahr. Wieso hast du denn, also hast du die Abteilung wie gewechselt? Ja, genau. Und dann einen anderen Stock in dem Fall auch? Ja, voll. Ja, genau. Wo schaffst du denn gerade? Also in welcher Abteilung? Mhm. Bei Corp Communications, bei Social Media. Cool. Ah ja, genau. stimmt. Was frage ich so als ich das nicht? Ich habe ja TikToks und so von dir gesehen. Ja, stimmt, Cool. ja. Nein, jetzt können wir nachher noch ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Sollen wir weiter Shit machen oder soll sie noch Schein sagen? Ja, mach doch gerade Schein. Soll ich grad Das ist immer Schein ein bisschen- Ja. Okay. Also, bisschen cringy, aber wirklich, es ist so der Podcast da jetzt. Das ist mein Schein, das ist mein Schein, doch, ja. Habe ich wirklich mega gefreut. Also ich bin jetzt auch ein bisschen excited. Ja. Ich bin Wir sehr auch. Das ist mein Schein, das ist wirklich mein Schein. Oh, gerade, ja. ja. Du bist so cool, so herzig. Sehr toll. Das kann ich sagen. Also wir haben uns übernehmen. auch gefreut auf das. Ja, Mega. mega. So mega. cool, danke. ja. Ja, jetzt muss ich wieder mit Shit weitermachen. Mann, das wäre jetzt ein gutes Ende von dieser Oder du Rubrik machst halt deinen gewesen. Schein. Nein, ich fange mit Shit an. Okay. Aber er ist nicht so shitty Shit. Er geht um Nagellack, aber nicht den klassischen Nagellack, sondern den Nagellack, den man drauf tut, wenn man Fingernägel catchen. Mhm, so ein grusiger. Genau, der sollte den Geschmack, also es ist verdammt grusig. Und mein Freund macht das und hat den drauf da jetzt amix. Mhm. Mhm. Und ich leide unter dem, weil wenn er trotzdem catcht, hat er das an den Lippen. Wenn ich ihn küsse, Oh. habe ich das an meinen Lippen. Also, und ich habe gesagt, ich leide jetzt mit dir. Weil es ist wirklich ein Geschmack, der etwa 3 Stunden bleibt und Ah, einfach die was? ganze Zeit bitter ist. Und du müsstest wirklich voll waschen. Aha. Ja, aber es bringt etwas, es nimmt ab. Aber ich merke auf jeden Fall immer, wenn er gecatcht hat, dann bin ich so, ich küsse dich Aber grad eigentlich nicht ist es gut, dass der Geschmack im Mund bleibt, weil dann bestraft sie ihn doppelt, weil er darf nicht catchen, weil es grusig ist und er hat weniger Chance, dich zu küssen, weil du es auch Wow, grusig stimmt, findest. das habe ich noch nie so gesehen. Boom. Fairer Punkt, ja. Yes. Da mache ich auch gerade schnell Schein, bevor wir zu dir gehen. Und zwar hat eine, die ich kennengelernt habe, auf der Reise im Sommer, bin ich reisen gewesen. Und der uns begleitet hat, ein Zeitchen, er wohnt dort in Indonesien auf der Insel Flores. Und dort ist jetzt gerade mega der krass, also es ist nicht Schein, sondern nachher kommt der Schein ein Vulkanausbruch gewesen. Mhm. Und er hat uns auch geschrieben, wir haben es sogar bei uns bei Tele Zürich gebrungen als Nachricht. Ah ja? Das habe ich gemerkt. Hast du so- das geinputtet? Nein, Ah. leider nicht.
Und nachher hat er geschrieben wegen Spenden. Und dann habe ich gedacht, komm, ich frage mal meine Familie, weil die haben die Reise ein bisschen verfolgt, haben eigentlich gekannt. Und jetzt sind einfach 500 Schutz zusammengekommen, Oha. wo wir twintet, cool. mir twintet und ich gebe es weiter. Und das ist mega Wow, das ist für sie schön natürlich mega, gewesen. mega Und es sind viel. nur etwa, weißt, so 5 Leute, wie viel Geld da kann zusammenkommen. So Das ist Genau. voll cool. Das ist so Das ist schön. voll schön, ja. Oh. Bei dir? Hey, mein Shit war, ich war am Freitag in der DH gewesen, und dann hat es mal wieder ein Röntgenbild gegeben und dann hat die DH-Assistentin oder die das gemacht hat mir gesagt, dass ich ein beginnendes Loch habe, oben rechts. Und ich habe noch nie was mit der gezeigt, also ich habe die Weisheit, das hat sie, aber sie so, beginnendes Loch, ich so, kann dann ein beginnendes Loch wieder zu keinem beginnenden Loch werden, weil ich will nicht müssen, keine Ahnung was, Bohren füllen oder was man da muss machen, wenn man das Loch hat. Und dann hat sie gesagt, ja, also halt Zahnseide und schön mit Flur Zähne putzen, weißt du, einmal in der Woche mit der Zahnpasta da. Und jetzt bin ich voll fleissig, also seit über das Wochenende halt jetzt, voll fleissig mit den Zähnen putzen und Seideln und alles am Das machen. sollte dann wieder weg. Nein, stimmt, es geht eben nicht weg. Es beginnendes Loch bleibt wie so beginnend, aber solange es hart bleibt und nicht faul wird, sozusagen, ist es nicht schlimm. Und jetzt muss ich wie einfach eben gut auf das schauen, dass es nicht erst ein Loch wird. So. Aber das ist ein bisschen mein Shit, weil ich will das nicht müssen Ich verstehe. füllen. Darum schön schauen, dass es hart bleibt. Ja. Mit Flurzahnpasta. Nein, das ist mein Shit so ein bisschen. Und mein Schein ist, dass ich mich mega fest auf die Weihnachtszeit freue. Ich freue mich mega fest schon zu brainstormen, wem ich was will schenken. Und ich freue mich immer so darauf, wenn ich alle Geschenke so links habe und rechts Geschenkpapier und dann so eins nach dem anderen verpacken und so Schleifchen mache. Ich freue mich mega fest auf das. Ja, darum, das ist so ein bisschen mein Schein im Moment. Sehr schön. Ja. Ja gut, jetzt haben wir einen Einstieg gehabt. Und wir reden ja heute ein bisschen über Karriere. Ich weiß nicht, ob man es Karriere nennen, wo wir da anlegen alle. Ja, was wir bis Aber jetzt gemacht haben. Wir fangen so ein bisschen, vielleicht gerade ein bisschen als, wo wir kleiner waren. Also du bist noch mal jünger als wir, aber trotzdem noch mal ein bisschen zurück. Was hast du als Kind so werden? Hast du so einen Traumberuf gehabt? Ja, also tatsächlich habe ich etwas mega geflasht gehabt. Also ich wollte unbedingt Meeresbiologin werden. Ja, geil. Ja, mega krass. Ich weiß nicht, von wo das gekommen ist. Ich habe mega Angst vor Meer, eigentlich. Also jetzt, wenn ich so... Eigentlich keine Ahnung, was ich mir dort gedacht habe, aber ja, das habe ich mal wieder werden. Jetzt bin ich in eine ganz andere Richtung, aber ja. Und wie lange? Also in welchem Alter so? Boah, ich weiß nicht. So mega so als Kind. Also so, keine Ahnung. Hast du das in Freundebücher geschrieben, weißt du? Oh mein Gott, will ich das einmal weiß ich werden. gar nicht mehr. Es kann sein. Stimmt, hast du nachgeschaut in so Wow. Freundesbuch? Nein, aber ich weiß einfach von anderen, weißt, von Kolleginnen und das ist schon lustig, Oh was mein da Gott. wächst. Eigentlich, stell dir vor, Erwachsene würden auch Freundschaftsbücher Ich kenne schreiben. jemanden, so der das cool. noch mal gemacht hat. Das ist so cool. Geil. Oh mein Gott, Das ist ja, lustig, geil. Kein Plan, das müsste ich nachschauen. Aber Ich habe noch eins. Meeresbiologin. Sehr nice. Ja. Noch nie gehört. Ja. Sehr Ja, schön. ganz cool. geflasht, ja. Gibt's glaube auch nicht so viel. Also habe ich mal irgendwo habe ich mal so einen Fakt aufgeschnappt, dass es auch dass es an sich schon nicht so viele Meeresbiologinnen gibt und noch viel weniger Meeresbiologinnen, also Frauen. Ja. Ja. Hätte man sollen machen. Nein, wir dürfen sich nicht abwerben von Nein. Sunrise. Nein, also... Sondern nachher nicht Nein, ich bin, also, ich bin zufrieden jetzt. Ja. Oh, Was hast du werden? Ich habe einfach, glaube kurz mal Putzfrau im Fall, weil ich gerne geputzt habe. Ich habe doch mal einen Scheinmoment Also- erzählt, wo ich einen Glasreiniger Ja, gesagt habe, dass mich der Glasreiniger als Größe erinnert. Mhm. Ich habe bei der immer geputzt. Aber es ist jetzt nicht, ich habe es nicht ins Freundesbuch hineingeschrieben. Was ich aber hineingeschrieben habe im Nachhinein ist ein eigenes Kaffee. Das ist schon classy. Also die Kindheitstraum, das willst du immer noch? Das Kaffee nicht mehr, weil ich habe gecheckt, dass Gastronomie an sich schon nicht so lukrativ ist oder so zukunfts... Also jetzt machst du es wegen dem Geld nicht? Nein, ja, wegen dem Aufwand und dem Ertrag schon. Aber wenn dann ein Lokal, weißt, nicht nur Gastro alles servieren, ich habe auch mal im Service gearbeitet, das ist mir schon, wenn ich das immer machen muss. Aber das eigenes Kaffee ist so ein, also es sind so viele. Der Traum. Ich habe als Kind, das habe ich noch nie gehört. Nicht? Nein. Aber ich das finde also- ich krass, das sagen meine Kolleginnen jetzt. Wirklich? Ja, darum Ja. finde ich es mega krass. Also ja. Kind, ich bin dann schon etwa 11 gewesen. Ja, nicht trotzdem. jetzt. Ja, doch. Ja. Aber Ja, Ja. lustig, habe ich noch nie gehört. Ja. Du? Hey, ich wollte werden Tierärztin und Floristin. Ich weiß aber nicht mehr, welches zuerst war. Und ich bin, also Tierärztin, das ist so, ich habe früher immer Menschen, Tiere und Doktoren geschaut. Das war so eine Sendung von Fox, wo sie so
Tierärzte begleitet haben aufs Land, wie sie dort die Säule kastriert haben. Und es ist in der Sendung wirklich alles gezeigt worden. Und ich habe irgendwann so voll die Abläufe auch gewusst, weil ich immer jeden Donnerstag mit meiner besten Freundin in der Primarschule die Sendung geschaut habe. Yeah. Und das wollte ich auch werden. Und ich würde sagen, ich habe immer noch ein Tier für Herz, ja genau, ein Herz für Tier. Aber, Für Kühe. Ihre ja, Lieblingstiere sind Kühe. ja, Wirklich? Ja. Voll herzig. Ich finde Ja. auch herzig. Ja, das wollte ich werden. Und Floristin wollte ich auch werden. Keine Ahnung warum. Aber ich glaube, jetzt im Nachhinein irgendwie macht es schon einen Sinn, weil es ist halt auch ein so kreativer Beruf. Und ich arbeite jetzt auch noch, oder würde immer noch sagen, dass ich auch ab und zu kreative Sachen mache. Und darum ist das vielleicht so etwas, was ich in diesem Beruf so cool gefunden habe und ich heute sozusagen auch immer noch cool finde. Halt so ein bisschen irgendwie etwas erschaffen oder gestalten Mit so den Händen kreativ auch voll, selber etwas ja, machen. genau. Sehe Darum, das ich. wollte ich mal werden. Und ganz klassisch so Model, Schauspielerin, Moderatorin. Ja, Ja. ja. Aber Ja, ja, ist ja jetzt. ja, Ja. nein. Oh Gott. Host, Content Creator, so weit habe ich es vielleicht geschafft bis jetzt, aber nein. Aber ja, ich finde es irgendwie noch cool, wenn wenn ich jetzt Leute würde fragen, die mich schon kennen, seit ich Kind bin, oder so alte Freundinnen, die wundern jetzt schon nicht so, was ich mache, was ich jetzt gerade mache, weißt? Wenn ich überlege, ich habe so als Kind auch Drehbücher geschrieben und dann so an den Geburtstagspartys von Krass. mir habe ich mit meinem iPod und meinen Kolleginnen haben wir dann das Drehbuch gefilmt. Und Das ich habe ist so den iPod herzig. habe ich immer noch und ich habe gestern den eingesteckt und der funktioniert Gott sei Dank und der ganze Bildschirm zersplittert, aber dort drauf sind einfach so Videos, wie wir irgendwelche Dramas gespielt haben, die ich geschrieben habe, weißt du? Yeah, das ist Ja. so herzig. Das Ja. ist wirklich mega herzig. Ja. Ja, sehr. voll und Ja. ja. Aber jetzt ein bisschen zu deinem jetzigen Beruf. Ja. Vielleicht kannst du es nochmal Erklären, was macht man als der Mediamat? Beruf. Zuerst mal, was für ein Beruf nochmal und wie bist du zu dem gekommen? Ja, genau. Also, ich mache jetzt eigentlich Lehre zu der Mediamatikerin. Es ist eigentlich ein recht neuer Beruf. Also, es ist jetzt in den letzten 10 Jahren so dazugekommen. Und es sagt eigentlich schon Mediamatik. Also, es hat alles mit Medien zu tun. Und es ist mega kreativ. Also, wir machen ganz viel Verschiedenes. Zum Beispiel Graphic Design, wir machen Videos, wir fotografieren, wir selber bearbeiten. Ja, auch ein bisschen Informatik drin. Also, es gehört auch zu den ICT-Berufen. Ja, Und genau. das alles bei Sunrise. Also oder? ja, genau, ja. Und ist das auch so eine Lehrstelle, wo du wie alle halb Jahre oder so die Abteilung wechselst? Ja, also bei uns ist es so, wir wechseln alle Jahre Abteilung, also immer nach dem Sommer. Genau, ja. Cool. Eigentlich so. Und hat es bei dir so, also du bist jetzt im 4. Lehrjahr, 18 bist du jetzt, Also also du geht- hast dich mit 13 müssen entscheiden. Ja, mit 13 habe ich mich müssen entscheiden, mit 14 dann Ich bewerben. finde das mega früh. Ja. Ja, wie, Ja. wie ist dir dort gegangen? Wie hast du schnell gefunden, was du willst? Ja, also ich finde, ich habe mega Glück gehabt, weil ich habe mega schnell gewusst, was ich machen wollte und ich bereue es auch überhaupt nicht, was voll der Vorteil ist und was auch nicht oft so ist. Aber es war schon mega stressig gewesen. Also ich meine, nachher kommt man in die 3. Sek und nachher ist plötzlich so, okay, jetzt müssen wir anfangen, eine Lehrstelle zu finden. Und ich weiß noch genau, bei uns in der Sek haben wir so ein Board gehabt mit Leuten, die noch keine Lehrstelle haben und Leute, die eine Lehrstelle haben. Was? Und ich weiss, es ist mega... Von der Lehrerin? Mega Ja. exposing. ja, So also, Losers und Winners fast schon. ja, wirklich. Also, und irgendwie so... Wo bist du gewesen? Ich bin recht schnell nachher bei der Lehrstelle gewesen. Ich habe schon im Ui. September meine Stelle da bekommen. Ja, zum Glück, danke. Aber nein, also, es war mega stressig gewesen. Also ich weiss, es war nicht böse gemeint gewesen, aber es hat einem so richtig unter Druck gesetzt. Und ich weiss, ich hatte auch so viel Brühl gehabt, weil es mich so gestresst hat. Und Aber ich wie war hast so du denn früh- dich informiert? Bist du in Berufsberatung? Hast du jemanden gekannt, der die Lehre schon gemacht hat? Nein, ich habe es tatsächlich, also ich habe eigentlich alles mit meiner Mami gemacht. Also wir haben uns wirklich so richtig informiert, online, alles googeln, was gibt es für grafische, also kreative Berufe, weil das habe ich gewusst, das möchte ich machen. Und dann an der Berufsmesse, lustigerweise, ist gerade letztens gewesen, Ich bin auch gesehen, ja. bist Für du Tele Zürich, ja. mein Kann ich leider nicht gesehen. Mann. Stelle für mich Egal, auf jeden Fall, dort bin ich am Sunrise-Stand gewesen, und dann habe ich meinen nachher Oberstift getroffen. Und er hat dann nachher alles erzählt zum Beruf Mediamatik. Und ich war wirklich so, wow, oh mein Gott, das muss ich machen. Wirklich, es klingt so übertrieben, aber es war wirklich so. Ja, genau. Und dann bin ich an Infomorgen da, weil wir haben halt so Infomorgen zum Beruf.
Und dann ich so, ja, das ist das es. ist Also du hast aber gesagt, du hast an dieser Berufsmesse Sunrise gesehen und nachher den Infotag von Sunrise gegangen und zack, bumm, die Lehre bekommen. Wie ist das alles abgelaufen? Das ist ja eine Traumvorstellung. Ja, also ich habe schon ein bisschen Glück gehabt, muss man schon sagen. Aber natürlich ist es nicht so gegangen. Also man muss sich natürlich bewerben. Und da hat es eigentlich schon mit dem Stress angefangen. Der erste Stress sind Bewerbungen schreiben. Ja, ich habe mir jetzt ganz viel eigentlich überlegt, weil mir als Mediamatiker ist mir immer gesagt worden, man muss rausstechen. Und dann ich so, okay, habe ich mir halt etwas überlegt, was habe ich schon können? Videos. Da habe ich halt ein extra Video gemacht, zum Beispiel für meine Bewerbung. Muss man jetzt nicht, aber habe ich halt gemacht. Und ich habe mir halt mega Mühe gegeben mit dem Design und so, einfach zum so ein bisschen zeigen, dass ich schon ein bisschen so Interesse habe an dem. Was für ein Video? Also von dir oder hast du jemanden gefilmt? Ja, ich habe einfach ein random Video über meine Ferien gemacht. Ich habe also über meine Sommerferien. Ich habe es einfach zusammengeschnitten. Weil das habe ich so ein bisschen zusammenschneiden schon. Und dann habe ich gedacht, ich zeige das einfach und dann spielt es vor der Can nicht so eine Rolle. Dann habe ich einfach meine Ferien Und genommen. was hast du so für das Feedback bekommen auf das? Ich habe kein direktes Feedback bekommen im Fall. Aber ich habe die letzte bekommen, darum ich Das glaube, ist etwas Feedback gut. ja. Ja, genau. Und dann hat man halt auch noch so ein bisschen lernen, wie geht man beim wie heißt das? Bewerbungsgespräch? Ja, wie geht man halt dort um? Sorry, ich bin 14, ich bin so dort, was Bewerbungsgespräch, was meint ihr jetzt? Kannst du dich noch daran erinnern, wie es Ja, war? ich kann mich an alles erinnern. Und Ja. was wäre dein Tipp eben für so ein erstes Bewerbungsgespräch? Ja, es klingt immer so, es ist immer so einfach zum Sagen, anstatt dann zu machen, aber halt nicht so einen grossen Kopf machen und einfach sich selber sein. Und nicht irgendwie eben versuchen jetzt so, okay, ja, da sind wir jetzt, sondern einfach wirklich sich selber sein. Das ist, Man will ja dann Ja. wahrscheinlich auch also wenn man dann die Lehre bekommt, will man auch ja dann Genau. dort spätestens einfach auch können sich selber sein. Darum Ja. hilft es wahrscheinlich, wenn man das am Bewerbungsgespräch schon zeigt. voll, ja, voll. Wem würdest du den Beruf so weiterempfehlen oder die Lehre? Boah, also eigentlich allen kreativen Leuten. Also alle, die ein bisschen kreativ sind, aber auch etwas mit Medien machen wollen. Ja, eigentlich so ein bisschen das. Und eben das Gute ist, der Beruf ist so vielfältig. Also wir machen so viel Verschiedenes. Das heisst, auch Leute, die nicht die ganze Zeit das Gleiche machen wollen, auf jeden Fall eine gute Wahl, ja. Was war dein Ereignis, einschneidendes Ereignis, wo du gefunden hast, ja, mal, jetzt weiss ich, was ich werden will? Also ich habe, wie du gesagt hast, in der Sek bin ich bin in die Sek, in zwei Sek und nachher ins Gymi. Dort habe ich noch wir haben uns auch schon dort müssen beschäftigen und ich habe nicht gewusst, ich wollte eigentlich eine Lehre machen, aber ich habe nicht gewusst, welche. Und nachher hat die Lehrerin gesagt, geh doch ins Gymi, probier es mal. Und dann bin ich ins Gymi und das hat mir mehr Zeit gegeben. Genützt hat es mir, glaube ich, weniger zum Wissen. Ich habe es einfach rauszögern. Irgendwann muss ich mich entscheiden. Du, eine Woche vor Studiumsanfang. Voll. Chili, kannst du mir schnell erzählen, was es in deinem Studium geht? Ich weiss nicht, was ich studieren soll. Recherche. Nein, jetzt für Journalismus war es im Studium, bei einer Vorlesung, wo du auch dabei warst, wo Karin Wenger, eine Auslandskorrespondentin von SRF, erzählt hat. Und ich habe eben cheesy den Satz aufgeschrieben, in Grossbuchstaben: «Überall gibt es Geschichten, man muss sie nur sehen.» Und das ist wirklich, ich kann mich an das erinnern. Und das ist auch wie für dich Berufsmesse wahrscheinlich war. So ein bisschen, doch, ich erzähle schon gerne Geschichten, glaube ich. Ich weiss noch nicht in welchem Format, aber ich glaube, das war so der Moment. Hast du auch irgendwie so etwas? Oder ist es so ein bisschen... Ja, also bei mir war es so, in dem Alter 13, 14, wo ich war, ja, Schnupperlehre, sich für eine Schnupperlehre bewerben und so. Ich war ein bisschen lost und ich habe einfach gedacht, ich mache eine Lehre zur Hotelfachfrau. Also das war mein Plan. Und Du bist auch in der Sek, sorry. ja, genau. Ja, Ich war auch in der okay. Sek gewesen. Und dann habe ich das als das geschnuppert und auch meine Bewerbungsunterlagen so ein bisschen auf das fokussiert. Und habe dann aber gedacht, komm, ich mache die Kanti-Prüfung und lege die, also bestehe sie und lege die bestandene Prüfung so ein bisschen zu meinen Bewerbungsunterlagen dazu. Wirklich? Ja. Und nicht so? Das habe ich gedacht. Ich denke, das ist geil, crazy. Gedanke. Wenn ich sage so, hey, wisst ihr was, ich hätte eigentlich auch Aber ich komme jetzt doch zu dir. ja, und dann habe ich die Kanti-Prüfung bestanden und dann haben wir mit der Sek-Klasse einen Besuchstag gemacht in der Kanti. Weißt du, so das Schulhaus angeschaut und so, geschaut, wo die in die Kanti wollen, nachher in die Schule gehen und so. Und an dem Besuchstag an der Kanti war ich so, oh mein Gott, das Schulhaus ist so gross, oh mein Gott, das ist so cool, weil als Sek ich habe das einfach so cool gefunden. Ich bin Ja, und ein Mensa. Ja, und ich habe dann so und gedacht- Spind. Ich habe keinen Spind. ja, ich weiß auch nicht, Ja. was mich dort so fasziniert hat. Auf jeden Fall habe ich dann so gefunden, nein,
vergiss die Lehre, ich will in die Kante. Und das ist so ein bisschen, wie ich dann in die Kante gekommen bin. Und irgendwie, warum ich Kommunikationswissenschaft und Medienforschung wollte studieren, weiss ich nicht mehr. Es hatte, glaube ich, kein einschneidendes Ereignis gehabt. Ich glaube, die Leute im Fernsehen haben mich immer irgendwie schon inspiriert und ich habe die immer schon cool gefunden. Und irgendwie, ich habe auch als Teenagerin mega ich habe überlegt, ob ich das so im Podcast sagen soll, aber ich habe als Teenagerin so Eier im Fall. Ich habe Mails geschrieben an Castingagenturen und so und habe mich Das hast du mir mal gesagt. Crazy. einfach so auf Sachen beworben und dann relativ früh also in so kleinen Werbespots mitgemacht. Und das, glaube ich, so all das zusammen, und ich habe immer so Magazine gesammelt, so Lifestyle-Magazine. Ich glaube, all das zusammen hat mich so ein bisschen in die Medienrichtung gebracht. Aber jetzt nicht so ein Ereignis. Und was sind so Überlegungen gewesen, wo du jetzt dich für Mathematikerin, Medien, Ui. kannst du noch mal sagen? Mediamatik. Mediamatik. Mediamatikerin. Media. Ja. Media. Ja, Mediamatik. Sorry. Ja, alles gut. Was sind deine Überlegungen gewesen? Hast du Überlegungen, also weißt du, Was kann man nachher machen? Wie Interesse, viel hast du ja schon Geld? gesagt, du hast dich immer an für grafische Sachen, kann man das so sagen, für Grafik interessiert, also ja. Oder Jobaussichten für später, Aufstiegsaussichten, Geld. Was hast du dir Wow. so überlegt? Also, nicht so viel. Oder überlegst du das vielleicht jetzt so ein bisschen? Ja, Also wenn das man ist, älter wird. das ist mega fest jetzt gekommen, im Fall. Also vor allem jetzt im 4. Das ist jetzt richtig fest gekommen. Dort, wo ich mich beworben habe, nicht so. Also es ist halt immer gesagt worden, das ist ein zukunftsorientierter Beruf. Und ich mir so, ja geil, okay, nehme ich. Sage ich nicht nein. Und ja, meine Eltern, also mein Vater hat auch immer so gesagt, ja doch, das ist schon gut und so. Aber ich habe wie mehr den Fokus darauf gelegt, dass ich etwas mache, was mir gefällt. Und meine Eltern haben mich da auch unterstützt und so. Und darum kommt die ganzen Gedanken kommen dann jetzt, ja. Mhm. Und was machst du so für Gedanken jetzt? Das 4. ist das letzte Lehrjahr, oder? Ja, genau. Ja, also mir stellt sich dann schon die Frage, also ich mache es jetzt auch mit BMS, das heisst, gar nicht studieren, brauche ich, falls ich sie bestehe, brauche ich die. Das schaffst Ja, oder... Und wieso machst du sie? Wieso hast du dich entschieden, noch BM dazu zu machen? Das ist... Ich weiss es im Fall gar nicht. Ich glaube, ich wollte es einfach machen, damit ich es habe. Weil... Ich glaube, das machen viele aus dem Grund. Voll, verstehe ich Um auch. sich noch mehr Türen offen Noch halten. mehr Möglichkeiten. Ja, also ich bin auch so, ja, falls ich mal... Also jetzt den Gedanken studieren, nein. Aber eben, falls ich das mal machen will, ich kann nicht wollen, nach 4 Jahren noch mal ein Jahr BMS machen. Genau, Du ja. würdest es können, Voll. also anhängen, aber jetzt machst du es berufsbegleitend. Genau, ja, voll. Und wie ist das? Ich stelle mir das so streng vor, Ja. du schaffst und nachher musst du noch für die Schule lernen. Ja, es ist schon heavy. Wie ist das Modell? Hast du am Abend Schule oder hast du ab und zu, also schaffst du nicht 5 Tage und hast noch einen Tag Schule in der Woche? Genau, also ich habe 2 Tage Schule pro Woche und eigentlich war es immer so, es ist wie ein Tag BMS und ein Tag dann Modul, also Berufsschule eigentlich. Und jetzt habe ich dann bald 2 Tage BMS, weil ich jetzt im letzten bin und alle Module abgeschlossen habe. Und es ist schon anstrengend. Also es ist schon etwas anderes, auch wenn ich so den Vergleich höre von meinen Mitstiftinnen, die halt kein BMS machen. Die sind dann immer so, ja, ich habe einen Morgen Schule und ich so, ja, ich habe einen Morgen Mathe-Test. Und ja, man muss schon so ein bisschen sich das irgendwie gut einteilen, wie macht man das jetzt mit dem Arbeiten und dann muss man noch Zeit haben zum Lernen und Zeit haben für die Friends und halt für dein Leben. Weil irgendwie ich bin in die Lehre und alle haben angefangen zu reden über ja, Work-Life-Balance und ich so, okay, aber wo ist die Schule? Also ich brauche irgendwie noch Work-School-Life-Balance. Ja. Und irgendwie am Anfang ist es mir auch mega schwierig gefallen. Also es war mega viel gewesen. Vor allem auch halt der Wechsel von Schule auf Arbeiten. Also halt der Wechsel. Was hast du jetzt Ja. schwierig gefunden? Ich bin mir halt nicht gewöhnt gewesen, 8 Stunden im Büro sitzen und vorher irgendwie 6 Stunden Schule gehabt und dann irgendwie noch so Mit Pause. Ja, voll. Und Tratsch auf dem Gang und so. genau. Und nachher auch so jeden Mittwochnachmittag frei und so, das hast du halt nicht mehr. Und das ist mir halt so ein bisschen schwer gefallen, aber irgendwann findet man halt den Rhythmus so und dann irgendwann bin ich auch reingekommen. Hey, Ja. und wenn wir es gerade schon von Work-Life-Balance haben, ich glaube, das ist ab und zu nicht so einfach, eben die Balance zu finden. Aber mit dem Sunrise Young Handy-Abo haben wir Zugriff auf Sunrise Moments. Vielleicht kannst du gerade ein bisschen erzählen, was man dort so machen kann, wenn man Zugriff zu dem hat. Yes, also mit Moments hat man eigentlich Rabatt auf gewisse Events, auch jetzt auf G-Tickets. Und ich bin zum Beispiel auch mal als Hans Zimmer Konzert mit dem Oh, Moments-Rabatt. Also ist richtig geil. Ja, unbedingt mal auschecken. Ja. Genau, Zugriff eben zu diesen Sunrise Moments bekommt ihr über ein Sunrise Young Handy-Abo. Ja, wenn euch das interessiert, dann findet ihr mehr Infos dazu in den Shownotes. Genau, aber eben, wir haben es gerade so ein bisschen davon gehabt, dass es nicht so einfach ist, die
Work-School-Life-Balance Ja. zu finden. Ja. Aber wie hast du sie denn gefunden? Oder wie, Was hilft dir dabei sein, zu du hast behalten? gesagt, am Anfang nicht und jetzt schon. Jetzt geht es besser. Ja, ich weiß nicht. Ja, irgendwie muss man halt das handeln. Also ich weiß nicht, ich habe keine Wahl gehabt. Ich hatte einfach irgendwie müssen. Es daran gewöhnen. Genau, ja. Also eben am Anfang war noch so ein bisschen, okay, was mache ich jetzt? Wann lerne ich? Und irgendwann war so ein bisschen klar, okay, ich gehe nach dem Arbeiten direkt lernen oder ich bleibe im Büro und lerne. Und das fällt dir einfach. Ja. Also mittlerweile will Mittlerweile ja, natürlich. Jetzt bin ich halt schon ein bisschen in der Routine. Aber eben am Anfang habe ich das noch ein bisschen herausfinden. Es ist einfach so ein bisschen ein Probieren. Aber ich habe ja auch gesehen, wie es den anderen geht in meiner Klasse. Die machen ja das Gleiche. Und dadurch konnte ich wie so ein bisschen mit ihnen den Austausch haben. Und dann halt gewusst, ja, genau. Ich stelle mir das schon mega, mega streng vor. Ja. So ein bisschen eben den Rhythmus auch zu behalten. Also wir haben in der letzten Folge eben darüber geredet, was man machen kann oder wie man merkt, dass es einem mal nicht so gut geht und was man dann machen kann. Und ja, ich meine, schlussendlich geht gleich mega, mega viel Zeit auf andere Sachen drauf und nicht aufs eigene Wohlbefinden. Darum mega cool, dass du so wie einen Weg gefunden hast, dass das einfach so ein bisschen deine tägliche Routine ist und du weißt, hey, ich muss lernen, dafür geht es mir dann gut in der Schule oder so. Ja, voll. Ja. Also ich habe immer noch so meine so gewisse Phasen, natürlich, wo man nicht so Lust hat, aber ja, am Schluss. Mhm. Genau. Vielleicht mich würde noch interessieren, warum bei Sunrise? Also ich nehme mal an, die Mathematikerin Lehrstelle, die könntest du auf verschiedenen Orten machen. Mhm. Warum hast du dich für Sunrise entschieden? Hey, an der Nein, am Infomorgen im Fall. Es war so gewesen, also eben, ich bin an der Berufsmesse reden und dann an Infomorgen und dann haben sie halt erzählt, was für Benefits wir da haben. Also wir haben ja mega viele Lernende. Also wir haben nicht nur Mediamatik, wir haben ja auch mega viel KV und Detailhandel und ganz viele andere Berufe. Und wir haben jetzt auch so zum Beispiel Lager da und das hat es halt nicht so bei anderen Firmen. Also wir haben 2-mal pro Jahr Lehrlingslager. Geil! Das ist doch Das ich ist wollte ja gerade richtig sagen, geil, ja. So Klassenlager. klassenmäßig oder noch größer? Nein, also es sind dann alle Länder von allen Lehrjahren von jedem Beruf von der ganzen Schweiz. Wie viele sind das? Boah, ich will es nicht falsch sagen, weil ich Oder kann so aber ein ein paar Range. hundert? so 300. Ja. Wow, das ist Safe. viel, geil. Ja, ja, und es dann, ist- wo geht man so an, das 300. Ja, also wir wissen es eben nie vorher, das ist eben lustig. Überraschungen lieben wir. Wir Ja. gehen jetzt auch zu Sunrise. Wir gehören eigentlich auch dazu. Ich will auch. Ja, Wir also, werden auch überrascht. Hallo. ja eben und nachher, also wir gehen meistens irgendwo in die Berge oder so und eben, es gibt 2 verschiedene Lager. Einmal die Welcome Days, das sind 3 Tage. Das ist mehr so ein bisschen eben damit für die Neuen, dass sie dann so ein bisschen die Leute kennenlernen können. Das ist eigentlich hure geil. Und dann haben wir das Projektlager im Frühling und das ist dann, da wird dann ein Thema wie behandelt. Da hat man dann so Workshops, aber man hat immer noch genug Freizeit, weil ja, genau, man soll ja auch Zeit mit den anderen Ländern verbringen. Und ich so, wow, ja, das ist klingt- cool, das möchte ich. Und ja, Das ist Genau. mega lässig. ja, Ja. das ist auch so. Gibt es ja. auch mal so einen Surprise-Guest, der so Roger Federer heisst oder so? Nein, aber es hat mal jemanden gegeben, in einem Lager, wo ich bin an einem Lager habe ich nicht kommen und dort ist jemand gekommen, ich weiß nicht mehr wer. Marco oder Matt? Nicht. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht mehr wer. Aber Aber es ja. ist mal jemand gekommen, ja, tatsächlich. Cool. Ja. Sehr cool. Ja, die hätten mich auch gehabt. Ja. Wenn es so Fix. Benefits sind. Das Ja. wäre echt Also cool ich hätte glaube meine Lehrstelle fix bereut, wenn ich die Hotelfachfrau-Lehrstelle gemacht hätte. Und hey, wäre dann eifersüchtig gewesen auf so Leute wie dich. Ja, Wie hast denn du nachher zu dir den Berufseinstieg? Also jetzt zum Beispiel bei dem Job, den du jetzt machst, als Host. Ja. Wie hast du den? Was sind die Herausforderungen gewesen? Hat es überhaupt gegeben? Keine Ahnung, also irgendwie, ich habe mehr in einem anderen Job, den ich mal hatte, mehr so eine Herausforderung gehabt, weil jetzt der Job, weil ich ihn mega gerne mache, fällt er mir wie einfach oder einfacher, macht mir auch mega Spass. Es fühlt sich nicht immer an wie Arbeiten. So, aber wo ich mehr noch eine Herausforderung gespürt habe, ist, wo ich so ein bisschen, also ich habe dann später mal noch einen falschen Berufsweg eingeschlagen, und zwar habe ich nach der Kante eigentlich auch an die Hochschule statt an die Uni und habe dafür aber noch Arbeitserfahrung sammeln. jetzt schon lachen. Sie weiss, was Passt so nicht zu der Jenny. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, ja komm, ich muss ein Praktikum machen, um an die Hochschule zu gehen. Und dann, warum auch immer, habe ich mich dann für ein Bankpraktikum entschieden und beworben. Und ich habe die Stelle am Bewerbungsgespräch bekommen und ich habe dann irgendwie mich überrumpelt gefühlt oder auch dort halt schon das Bauchgefühl gehabt, dass das vielleicht eigentlich nicht für mich ist. Und das hat mein ganzes Umfeld gesagt, aber ich habe irgendwie nicht hören. Ja, auf jeden Fall habe ich dann
gesagt, ich brauche noch Zeit, um zu überlegen. Und haben dann nachher an der Tramhaltestelle meine Eltern angerufen und die haben dann gesagt, was, du hast nicht gerade auch zugesagt, was sie dir angeboten haben? Du rufst jetzt dort an und sagst, du willst die Stelle. Nachher ich so an der Tramhaltestelle gestanden und so dachte, fuck, ist das jetzt peinlich gewesen, dass ich die Lehrstelle bekommen und nicht angenommen. Auf jeden Fall habe ich angerufen, gesagt, doch, sorry, ich sage zu. Ja, auf jeden Fall habe ich dann ein halbes Jahr dort gearbeitet. Also ein Jahr wie zu früh abgebrochen, weil ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht meins. Ich habe wirklich keine Freude dort gehabt. Ich habe mich mega nicht begeistern für diese Thematik. Wenn, dann hätte ich dich gesehen, weil man sich dort so schick anlegen. Und so ein bisschen, ja, nein, also das würde mich reizen, so einem Suits-mässig Ich check, was du anlegen. meinst. Weißt du, was ich meine? Ich Ja, weiss ich genau, finde was du das- meinst. Also, Ja. Nein, das schießt dich an nach einer Woche, weil Schon. du lässt dich lieber so, wonach Ja. du dich fühlst, Ja. anstatt so ein Das war so Dresscode. der einzige Reiz, den ich an dem gesehen Ja, auf jeden Fall habe ich weil mir alle gesagt haben, hey Jenny, das ist wirklich nicht für dich, habe ich gedacht, ich zeige es euch erst recht. So, ich fange das an, ich ziehe das durch, aber es haben alle recht gehabt. Und ich glaube, was ich so daraus gelernt habe, ist einfach, dass auch wenn er mal sich für etwas entscheidet, was sich falsch herausstellt, es geht keine Welt unter, wenn man es abbricht. Und ich glaube, das beste Kompass ist halt wirklich so dein eigenes Bauchgefühl und das machen, wo du weißt, hast du Freude daran. Also ich kann es einfach wie nicht wahrhaben, dass alle recht haben. Aber eigentlich habe ich es schon ein bisschen gewusst. Und darum, ja. Du hast jetzt so ein Umfeld erwähnt und du hast vorher auch schon mal von deinen Eltern geredet. Wie haben deine Eltern dich beeinflusst? In Falls der sie dich- Berufswahl? In der Berufswahl, Mhm. boah, eigentlich mega positiv. Also eigentlich nur positiv. Also sie haben mich halt richtig unterstützt. Ja, ich kann gar nicht anders sagen. Und wie dann unterstützt? Also sie haben mir halt mega geholfen mit den Jobsuche, mit der Lehrsuche, halt mit den Berufen, was es alles gibt und so. Sie sind mit mir an die Berufsmesse gekommen, unter anderem. Und ja, ich meine, es war für sie auch das erste Mal, wo jedes Kind muss auch eine Lehrstelle suchen. Bist du die Eltern oder hast du Ja, nein, ja genau. Ich habe noch einen jüngeren Brüder, sorry. Aber ja, eben, darum war für sie es auch das erste Mal gewesen. Und ich glaube, sie haben sich auch so ein bisschen dafür interessieren und eben mich einfach supporten. Ja, genau. Ich kann ich wirklich nur positiv sagen, ja. Und was hast du so für Herausforderungen? Im Berufseinstieg? Also ja, oder vielleicht auch jetzt im Job. Also allgemein finde ich, egal ob es Berufseinstieg ist, sondern auch, wenn man jetzt in der Branche wechselt, einfach an einem neuen Ort, die Geduld haben, bis man sich eingeschafft hat und eingelebt und mit den Leuten. Weil ich stelle mir das immer so, also jetzt auch für die Zukunft, wenn ich in dieser Medienbranche bleibe, stelle ich mir das vor, ja, ich komme an einen neuen Ort und alles läuft gerade, aber auch jetzt, ich bin jetzt schon 3 Monate dort und ich bin immer noch nicht ganz selbstständig und das regt mich auf. Also die Geduld, ich habe nicht so Geduld, aber ja. Da bist du vielleicht eben auch ein bisschen streng mit dir. Weil ich meine, du bist ja komplett, hast in einen 100% Job gestartet. Also das ist ja wie normal, dass du dich da... Frag mal die Leute, die das jetzt seit 10 Jahren machen, so, die haben wahrscheinlich auch ein bisschen gebraucht, um Ja, voll. Und vielleicht ist es auch... Also das ist eben, glaube ist vielleicht eine steile These, ich weiß es nicht, aber ich glaube, es ist eben so, dass man nie wirklich zu so einem Punkt kommt, wo man weiß, wie alles geht und so, weil es gibt ständig wieder so Sachen, wo man wieder neu muss lernen. also obwohl vor allem man in unseren wir arbeiten alle 3 in den Medien. Ja, voll. Also Ja. da musst du immer, also ich sehe ja die Eltern bei uns, die arbeiten, die nicht mehr so die neuen Techniken zum Beispiel beim Schneiden haben, die länger haben, die andere effizienter sind und ja, da Mega. musst du schon flexibel sein und alles. Und irgendwie ist es auch cool, wenn sich etwas ändert, aber du hast trotzdem gern, aber wenn du weißt, wie es läuft. Ja. Und meine Herausforderung sonst noch ist einfach als VJ, Videojournalistin, dass du am Morgen an die Sitzung kommst und du weißt nicht, was kommt. Und das kann mega cool sein, aber das ist auch mega, du kannst dich nie darauf einstellen, was kommt. Und das ist manchmal auch einfach energieraubend. Das heißt so für und wieder. Ja, das So glaube klein. ich. Ja. Ja. Voll. Aber so Tipps hättet ihr, weißt du, so an jemanden in der Sek, der jetzt vor der Berufswahl steht? Oder einfach, ja, wo vielleicht so wie du, wo brüllt, was Also- hättest du der Eleni gesagt? Wo sie wann gebrüllt hat? Oder Wo was? es bei der Berufswahl, wo Aha. sie ein bisschen überfordert war? Wo ich keinen Plan habe, was ich machen soll. Oder vielleicht kannst du gerade, was würdest du uns Ja. sagen? Vielleicht, wenn du- Okay. Also, ich habe gesagt, also jetzt wie zurückblickend. Oder vielleicht, was du gerne Oder nicht gehört auf deinen hättest? Beruf bezogen, sondern einfach auf Einfach das, so ein dass du bisschen, ja. dich jetzt für etwas musst entscheiden musst. Okay, also ich würde sicher sagen,
ganz viel informieren. Auch wenn es manchmal ein bisschen anschießt. Also ich will sicher mich informieren, das hat mir so viel geholfen. Und dann mit Leuten darüber reden. Aber Mit welchen Leuten, sorry? Also, Wo das schaffen. wo das arbeiten? Oder? aha, nein, Also- einfach allgemein. Also mit eben zum Beispiel jetzt Eltern oder Kollegen auch mega wichtig, dass man darüber redet, was gerade deine Gedanken sind. Einfach, dass man es nicht in sich hineinfrisst, finde ich mega wichtig. Und sich aber auch ein bisschen Zeit lassen. Also ja, Lehrstellensuche ist mega, mega stressig. Aber ja, sich nicht stressen lassen eigentlich. Also eben meine beste Kollegin zum Beispiel auch, sie hat sich auch nicht stressen lassen, sie hat das 10. gemacht. Und sie ist jetzt auch Mediamatikerin, weil sie hat das auch immer werden. Und also, das ist eigentlich das Beste, was ich hätte machen können. Darum nicht stressen lassen. Dann lieber auch das 10. machen und dann das machen, was man wirklich will. Ja. Cool. Ja, mein Tipp habe ich eigentlich wie auch schon gesagt, so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören und so darauf vertrauen. Weil ich weiss, ich habe das Gefühl, oder beziehungsweise es ist mega auch eine persönliche Sache, so die Berufswahl. Weil du gehst nachher 40 Jahre von deinem Leben arbeiten und es muss dir eine Freude machen. Und darum glaube ich, ist das ein guter eben Richtwert, wenn man so ein bisschen schaut oder so sich überlegt, was man gerne macht. Ja. Ich finde noch, auch wenn du jetzt etwas eingeschlagen hast, es heisst nicht, dass du dort musst bleiben. Ja. Also weißt, es gibt so viele Möglichkeiten jetzt auch mit einer BM, aber nicht nur, man muss nicht eine BM machen. Klar, nach Ressourcen kannst du nicht 3 Studium anfangen und zahlen, weiß ich was. Aber so ein bisschen das zu wissen, aber mit 13 gell, ist halt Ja. schon schwierig. Ja. Und was ich einfach allgemein finde, was ich mir auch haben müssen sagen, ist, die Arbeit muss schon Spass machen, man muss Spass haben. Aber man kann nicht immer Spass haben. Ja. Auch wenn ich Mami wäre mal. Bin dann auch nicht immer gerne Mami wahrscheinlich. Also, Es gibt immer Sachen, die einem anschiessen. Ja. Wahrscheinlich. Ja, voll. und auch wenn es zu lang dann geht, dann muss man vielleicht schon überlegen. Weisst, Oder wenn es das überwiegt, so genau. zu viel Ja. Anschiss als Spass. Ja. Aber vielleicht gibt es irgendetwas, das dich anschießt ab und zu. Also Boah. bis auf den Lift. Also jetzt bei der Lehre allgemein oder beim Ja, oder so. Beim Bei Arbeiten. deinem, nicht auf, Ist schon lustig, wie meine Chefin sitzt. nein, ich meine jetzt nicht mega fest auf deine Nein, Liste, sondern allgemein so, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja auch eine Aufgabe oder so, oder irgendwie Aha. etwas, das immer leckt am Kompi. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, mein Kompi, Loki. Aber nein, also ich weiß, was Sie meinen. Ich weiß Was, nicht. Ich weiß jetzt, müsste Doch, auf der Bühne Speicherplatz. zusammenlegen. Ich weiß, du hast es mal gesagt. Ja. Aber ja, Speicherplatz. Also es ist wirklich mega das Problem. Vor allem bei meinem Beruf jetzt, ich mache alles auf dem Laptop. Da ist wirklich meine ganze Arbeit drauf. Und ich habe keinen Speicherplatz mehr. Ich fühle mich so mit dir. Ja, das nervt mega Und viel. das ist immer der Anschiss, wenn man all bis zum dran ist und plötzlich ist der Speicherplatz voll, dann musst du das zuerst regeln. Ja, und vor allem, jetzt stell dir mal vor, ich hatte irgendwie ein Fotoshooting gehabt und ich habe irgendwie 200, 300, 500 Fotos. Ich kann es einfach nicht überladen. Es ist einfach kein Platz. Schießt das nicht an, wenn du so viele Fotos hast, sie auszusortieren. Also Doch, das schießt auch an. Ja, stimmt. Das ist ein guter Punkt. Ja, Sachen aussortieren ist wirklich... Darum ist ja meine Ja. Camera Roll so voll, weil es mich anschießt, durch all die Fotos durchgehen. Ja, oh mein Gott, aber guter Punkt. Ja, das nervt. Bearbeiten nicht, das macht Spaß, aber ja, aussortieren, ja. Ja, fair. Mhm. Ja, bei mir ist es, glaube ich, der Druck am Schluss, weil es am 6 ist eine Live-Sendung und der Stress, wenn es halt, ja, wenn es mal nicht läuft und du hast ein Interview am Nachmittag um 3 Uhr und du hättest schon am Morgen haben, so ein bisschen das Stressniveau. Das Boah. glaube ich. Ja. Vielleicht mich würde es noch so interessieren, wie ist euer Traumjob? Oder was sind so Sachen, die euer Traumjob muss haben? Abwechslung, aber vielleicht nicht jeden Tag, wie nicht zu wissen, was kommt. Mhm. Und mit Leuten reden. Also ich meine, ich liebe das da, was ich mache, was ich da machen mit euch. Ja, das. Mhm. Was würdest du sagen? Also, ich habe das eigentlich schon gesagt, als ich angefangen mit der Lehre. Und ich glaube, ich bleibe immer noch bei dem. Ich möchte etwas machen, wo ich nachher anschauen kann. Irgendwo. Also zum Beispiel, eben, ich habe eigentlich die Möglichkeit jetzt schon bekommen, da in der Lehre durch die Social Media Abteilung zum Beispiel jetzt irgendwie ein TikTok und nachher kann ich es auf TikTok anschauen. Also so etwas. Erschaffen, wo man sieht. Genau, ja, das finde ich, das irgendwie erfüllt mich das. Ja, ich verstehe Kannst du das. sagen, ja. Ja. Ich verstehe das. Das ist bei mir auch ein Punkt. So, ich will das Gefühl haben, dass ich etwas beitrage. Ja. Und das hat man irgendwie mega fest, wenn man an so einem Produkt schafft. Das ist jetzt in dem Fall irgendwie ein digitales Produkt. Aber ja, so etwas schafft. Und ich erzähle auch mega gerne Geschichten. Also
das sind ja nicht nur Sachen, wo irgendwelche Stories, die ich erlebe im Podcast, sondern auch eben mit einem Video kann man eine Geschichte erzählen über Storytelling und das finde ich auch mega cool. Ja. Und darum, ja, ich glaube, so ein bisschen das kreative Arbeiten muss mein Traumjob sicher haben und eben auch, wie du sagst, die Abwechslung, das mit Leuten arbeiten. So, ich glaube, ich könnte nicht einen Beruf haben, wo jeden Tag gleich wäre. Ich glaube, Sehe ich. Routine braucht man schon als Mensch. So, es hilft einem, wenn man irgendwie so ein bisschen eine Routine hat, aber so die Abwechslung oder auch mal am neuen Ort sein, eben so wie jetzt, heute sind wir da bei Sunrise, das finde ich mega lässig. Ja, dann würde ich vorschlagen, vielleicht ist das gerade so das Ende Ja. von dem Thema. Ich finde es noch ein schönes Ding, dass wir Gute da Abrundung gesagt vielleicht. haben. Ja. Wir machen ja Bucketlist am Schluss amix. Stimmt. Und eigentlich würde ich der Eleni auch etwas gerne Ja, geben. willst du uns etwas geben? Oder, Oh mein Gott. Oder sie. oder sollen wir Nein, ihr? das Ich habe ist- jetzt nicht für sie vorbereitet. Ich habe ihr etwas Fieses für dich vorbereitet. Wahrscheinlich, ich habe auch nicht für sie vorbereitet. Nein, machen aber wir einfach- können das nachher Okay, machen. ist gut. Nein, macht euer Ding, weil... Oh. Ich schaue einfach zu. Okay, oder also wenn dir etwas Spontanes einfällt. Okay, Shoot. okay, ist gut. Aber Okay. ja. Oder, Ich habe gerade etwas, was du vorher erwähnt hast, dass du ja so Videos gemacht hast als Kind. ja. Und ich habe lustigerweise gerade zu dem eine Bucketlist. Und zwar würde ich gerne, dass du so ein Kindheitsvideo imitierst. Aber du musst es nicht veröffentlichen oder in die Story tun, Okay. wenn du willst. Aber ich würde es gerne sehen. Okay. Erstens Also als das Original Unterhaltung. und dann soll ich es nachmachen. Ja. Okay. Das ist hure geil. Ja. Ja. Weil Jenny hat auch Theater früher gespielt. Also ich glaube, das kann sie schon. Ja, Zwar ja. wieder zurück Ach, ja. to the roots. Aber ja, mache ich gerne. An dem habe ich auch Freude. Das ist jetzt verdammt nett von dir. Ich habe eigentlich Ich etwas weiss, Fieses ich habe erwartet. heute zu der Kollegin im Arbeiten gesagt, ich brauche noch etwas für Jenny. Hast du eine Idee? Ich muss etwas lieben. Du fragst immer andere, du lässt dir selber etwas einfallen. Ich bin so, Bucketlist, was gebe ich der Flavia? Aber die Idee ist nachher von mir. Okay, ich habe genau so umgekehrt gedacht. Ich so, was gebe ich der Flavia? Weil sie gibt mir immer so aufwendige Sachen und schwierige Sachen. Und ich hätte gern, dass Du bist ja richtig abgehoben. Ich gucke jetzt auch auf. ich hätte gern, dass du noch in Zürichsee baden gehst, bevor die letzte Folge online kommt. Okay. Was Also heisst bevor wir die letzte baden? Folge aufnehmen. So, und dort in der Folge 10 reden wir ja über Okay. all die Bucketlist-Sachen, was wir so davon schon gemacht haben und was daraus entstanden ist und so. Okay. Genau. Was heisst baden für dich, nur dass ich es richtig mache und du nicht nachher kannst sagen, Also ja, wenn du gerade so fragst, ja, dann mit einmal abtauchen. Kopf unten. Gut. Okay. Du schaffst das. Hast du gerne Kannst kalte du Sachen? mitkommen? Ja. Will ich nicht, das wäre jetzt für mich verdammt hart, aber vielleicht ist es in dem Fall doch Ich nicht. habe gerne Challenges. Gut. Challenges. Also super Dann musst du das aber auch dokumentieren, ist gut? Ja. Gut. Ist gut. Super. Ja. Ja, Eleni, ich habe es sehr toll gefunden mit dir. Hey, ja, danke vielmals. Ich Du bist unser auch. Gast gewesen. Ja, danke euch. Ich habe wirklich Hat's mega Spass Freude. gemacht? Ja, mega fest. Also ich bin auch ein True Listener, muss ich sagen. Und darum voll cool, dass ich jetzt selber dabei sein darf. Voll cool. Ja. Hey, ja. Dann ganz viel Erfolg noch in deinem restlichen Leben. letzten Lehrjahr. Ich habe Lehrjahr, ja, aber auch im Leben, ja. Und ja, folgt unbedingt dem Podcast, um keine Folgen zu verpassen. Bewertet uns gerne mit 5 Sternen. Ja, natürlich. Und ja, sonst hört gerne rein, empfehlt uns weiter. Und ich würde sagen, adios. Adios, amigos. Und amigas.